Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zur heutigen Panoramasendung, moderiert aus Thun. 3 Sachen haben wir, die wir ein bisschen genauer anschauen. Eine Wanderung auf der Via Cassia, der spannende Wahlkampf im Gemeinderat Köniz und der FC Thun als Stadionvermieter. Was man nicht weiss, das sieht man nicht, sagt der Christian Haueter von Alp-Mittlisch-Morgeten im Simmental. Er hat vor einigen Jahren auf der Wanderroute der Via Cassia von Weissenburg auf die Alp einen Themenweg mit einer Hängebrücke entwickelt. Das Ziel davon? Den Wanderern einen Eindruck vermitteln, was die Alpler früher durchlebt haben. Mein Kollege der Patrick Schmed berichtet. Die Via Cassia ist als Themenweg entstanden nach der Fertigstellung der Hängebrücke. Das Ziel war, dass man die Wanderer, die Richtung Morgenthau-Pass wandern oder vom Morgenthau-Pass kommen, dass man die auch mit Informationen zur Landschaft versorgt. Also nach dem Motto, was man nicht weiß, sieht man nicht. Die Hängebrücke war schnell der Ausgang, dass das Bad oder die Badruine auch, vor allem das hintere Altbad, das seit 1605 existiert, das ist renoviert worden. Und die Hängebrücke hat natürlich die Frequenz wesentlich erhöht auf diesem Weg Richtung Morgenthau. Der Weg ist tatsächlich vorher als Via Cassia genutzt worden, vor allem für Milch, Anken und Niedeln und zum Teil auch Käse in das Bad zu bringen. Ursprünglich war mal ein Hanfseil über die Schlucht gespannt. Und dann sind dann die Einheimischen eine Astgabel mit einem Hartholzeinlag in der Beuge. Und dann haben sie unten ein Seil dran gebunden und sind dort reingehockt und so über die Schlucht gerutscht in 110 Meter Höhe. Wer geht jetzt vor allem so diese Wanderung machen? Das typische Wanderpublikum, das von Gantrisch zur Morgenthau-Pass Richtung Weissenburg geht, weil das einen ÖV-Anschluss hat mit einer guten Anbindung. Umgekehrt ist der ÖV weniger gut, weil es gibt nur noch 2 Postautos, die vom Schäselbergbad wegfahren. Oder Leute, die vom Stockholm herkommen, morgen übernachten und dann ins Weissenburgbad gehen. Das Alpmorgeten, mittleres Morgeten, das ist so ein Begriff. Bei dem Agrotourismus ist das etwas vom Ersten, was es gegeben hat in diesem Bereich, oder? Ja, das haben wir 2001 aufgebaut. Und das hat sich sehr gut entwickelt. Oder ein spezifisches Angebot. Also wir haben darauf geachtet, dass man ein lokales Angebot hat, also möglichst lokale Produkte mit Milch und Fleisch vom eigenen Betrieb. Und auch die Qualität und das Ambiente, und das hat sich umgesprochen. Also die Qualität war sicher der herausragende Faktor, für dort so weit neben aussen ein Gastronomieprojekt aufzuziehen. Vom Wanderparadies im Simmental gehen wir jetzt auf Köniz. Dort kämpfen die GLP und die SP im zweiten Wahlgang um den frei werdenden Sitz im Gemeinderat. Neben GLP-Kandidat Thomas Marti hat meine Kollegin Danina Häusle auch die SP-Politikerin Geraldine Mercedes Bösch getroffen. Und auch sie zeigt sich mit Blick auf den zweiten Wahlgang ziemlich zuversichtlich. Frau Bösch, wir sind hier auf dem Schloss Köniz. Wieso habt ihr diesen Ort ausgewählt? Welche Bedeutung hat er für euch? Es ist ein Ort, der für die Bevölkerung sehr wichtig ist. Hier wird gefastet, hier wird gelebt, hier wird Kultur genossen, hier wird politisiert. Es ist ein Mittelpunkt, auch für mein persönliches Leben. Ich habe sehr viele von meinen persönlichen Stationen dort erleben. Zum einen habe ich hier meinen Mann kennengelernt. Wir haben hier geheiratet, wir haben die Willkommensfeste für unsere Kinder hier feiern. Ich bin aber auch noch hier im Stiftungsrat tätig vom Schulmuseum Bern und ich darf einmal im Monat politisieren im Parlament. Wieso möchtet ihr im Gemeinderat von Köniz? Ich möchte mich engagieren für mehr bezahlbaren Wohnraum, aber auch für mehr Umweltschutz. Und was man auf keinen Fall machen darf, ist bei der Bildung sparen. Was ich auch sehr wichtig finde, ist Kultur. Und damit meine ich nicht nur professionelle Kultur, sondern auch Laienkultur, Laienkultur, die ganze Sportkultur. Das ist etwas, was eine Gesellschaft braucht, um lebendig zu sein.
Köniz ist unheimlich vielfältig. Es zeichnet sich auch dadurch aus, dass es sehr ländliche Gebiete hat, aber auch sehr urbane Gebiete. Und diese Gebiete haben sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Und das in Einklang zu bringen, das ist die grosse Herausforderung und das ist das, was so spannend macht in Köniz. Wir lehnen Politik hinter uns und wechseln in Sport. Genauer gesagt zum Fußball. Der FC Lugano wird in den nächsten 2 Jahren seine europäischen Spiele in der Stockhorner Arena zu Thun austragen. Nach 3 Qualifikationsspielen wartet heute Abend das erste Duell in der Ligaphase mit dem Gegner HJK Helsinki. Für den FC Thun als Stadionvermieter heisst das aber nicht nur zurücklehnen und Geld einkassieren, sondern ist auch mit viel Aufwand verbunden. Der Eventmanager vom Verein, der Timo Kuhn, hat mir einen kleinen Einblick in seine Arbeit gegeben. Ja, wir treten hier als Vermieter auf. Also der FC Lugano ist der Veranstalter, auch gegenüber der UEFA. Haben sie eigentlich all die Sachen zu organisieren und wir helfen einfach ihnen dort, wo wir das Stadion kennen, wo es unser Stadion ist. Und natürlich intern sind wir alles immer am Organisieren, dass unsere erste Mannschaft weiterhin trainieren kann, dass unser Nachwuchs trainieren und Garderobe hat. Genau, das ist so unsere Rolle. Welcher Verein verdient in welchem Bereich Geld? Genau, wir bekommen sicher etwas an Stadionmiete, plus wir profitieren von den Catering-Einnahmen, wenn wir viele Leute hier im Stadion haben. Was jetzt wahrscheinlich in der Ligaphase nicht so der Fall wird sein mit den Gegnern, die sie zugelassen haben. Und der FC Lugano der bekommt, so viel mehr ist von der UEFA, einen Fixbetrag für das Qualifizieren für die Gruppenphase und dann für jeden Punkt, den sie holen oder für jeden Sieg, gibt es dort noch etwas oben drauf. Wie lukrativ ist es für den FC Thun? Ja, es ist sicher lukrativ in dem Sinn. Also das schmeichen wir es nicht, wenn für uns nichts rausschauen. Es ist aber auch nicht so, dass wir jetzt da Millionen dran verdienen. Also es ist einfach so, wie auch sonst, wenn wir unser Stadion vermieten wir sitzen in Lugano und bekommen dort etwas an Stadionmiete, die uns sicher hilft, unserer aktuellen finanziellen Lage dort ein bisschen noch einen Zustupf zu bekommen. Aber Lugano spielt da, heisst Lugano-Fans sind auch da. Seid ihr da im Austausch mit den FC Thun-Fans? Was sagen die dazu? Haben die Freude? Ja, ich glaube nicht, dass sie Freudensprünge machen. Oder weil die FC Thun-Fans sind logischerweise Fans vom FC Thun und nicht vom FC Lugano. Was für uns wichtig war, ist, als wir mit Lugano zuerst mal zusammengekommen sind, dass wir gesagt haben, dass der Block Süd, also das G18, der Sektor, dass der zubleibt. Dass die Lugano-Fans nicht dorthin gehen, sondern rechts nebendran. Also sie sind jetzt im H20, wo sie sind. Sie kommen jetzt auch nicht in so grossen Massen, dass es nicht reichen würde. Den Platz, sonst müssen wir den schauen. Du als FC Thun-Vertreter, was hoffst du, wie weit kommt der FC Lugano europäisch? Ich hoffe schon, dass sie die Gruppenphase überstehen. Oder die Ligaphase, wie sie ja neu eben heisst. Nicht, weil ich ein riesen Lugano-Fan bin, sondern einfach, weil ich gerne guten Fußball hier sehe. Darum hoffe ich schon, dass sie weiterkommen, in Kombination, dass wir einen coolen Gegner hier dürfen sehen und genau, da nochmal ein bisschen gut internationalen Fußball dürfen schauen. An dieser Stelle schalten wir doch kurz ins Studio zu meinem Kollegen Matthias Mast. Er stellt uns nämlich den nächsten Gast vor der Talksendung «Zusammen im Zentrum» vor. Gast ist bei mir der Erich Weber. Er ist seit 51 Jahren in der Immobilienbranche daheim. Er weiss so viel wie kein Zweiter über die Krisen, über die Chancen, aber auch die Risiken von einem Hauskauf oder von einem Hausverkauf. Damit sind wir auch schon wieder am Schluss von unserer Panoramasendung. Mehr Infos zu den einzelnen Themen und Artikeln gibt es wie immer auf plattformj.ch oder auch in unserer App. Wie das Wetter in den nächsten Tagen wird, dann verraten euch jetzt die Kollegen vom Mädchen News. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Ferien. Made in Bern. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Schön sind Sie wieder mit dabei. Heute hat uns mit einer Nordostströmung kühle und feuchte Luft erreicht. Dementsprechend haben heute die Wolken dominiert und das Regenrisiko ist vor allem im Oberland und im Jura angestiegen. Am Morgen liegt die Schweiz nach wie vor an der Südflanke von einer hochinneren Nordostströmung. Die Luftmassen im Alpenraum sind noch feucht und uns erreicht auch noch mal ein bisschen kühlere Luft.
Morgen am Freitag ist es wechselnd bis stark bewölkt. Im Oberland gibt es zum Teil schon Regengüsse. Sonst ist es am Vormittag zuerst noch grösstenteils trocken. Die Temperaturen liegen am Morgen bis 7 bis 8 Grad. Und am Nachmittag geht es auch mit vielen Wolken und einigen Regengüssen weiter. Schnee gibt es aber rund 1500 bis 1600 Meter. Es ist also kühl. Die Temperaturen erreichen nur rund 9 bis 11 Grad. Im Flachland bläst dabei auch noch mäßige Brise. Auf den Bergen haben wir mäßigen Nordostwind. Am Samstag machen sich hochnebelartige Wolken breit. Die lockern sich im Tagesverlauf aber so langsam auf, sodass die Sonne Platz bekommt. Am Sonntagvormittag liegt im Flachland zum Teil Nebel. Sonst kommen schon im Verlauf des Vormittags immer ausdehntere Wolken dazu. Und im Verlauf des späteren Nachmittag und Abend steigt dann auch das Regenrisiko von Westen her an. Und am Montag geht es mit Wolken und teils sonnigen Abschnitt weiter. Im Tagesverlauf kann es vor allem in Richtung Jura zum Teil Regengüsse geben. Es wird wieder milder, die Temperaturen erreichen am Montag rund 17 Grad. Am Dienstag da ist es zeitweise nass, im Oberland ist es föhnig und am Mittwoch sieht es dann aus heutiger Sicht wieder freundlicher und meistens trocken aus. Und damit war es das auch schon wieder von meiner Seite. Ich bedanke mich dafür, dass Sie zugeschaut haben und wünsche Ihnen noch eine ganz gute Zeit. Ade miteinander.